Mijn Name ist Wilma Theus en wie willen ons dat 26. Poort, ons laatste poort, uit het boek Live in der Spraak lezen, wat Dr. Emerson geschreven heeft. De waarheid kan die vrijmaken, werkelijk. Ze weet als dat Gott op dat beloonende rood. De loon am Himmel wordt onbeschrijflich zijn. Du stimmst du mir mit bei, nicht so? Der himmlische erste Moment, wow, es mehr als zu beschreiben wird. Zu erkennen, dass es wow, für ewig bleiben wird, es mehr als mehr. Und du erkennst, dass du eine Ehe hast, nicht bloß mit dir und deinem Partner zu tun, aber das hast mit dir und Christus zu tun. Die Ehe prüft, würde dein Partner bedingungslos leben, in der Speckten wirst, während du den Herrn gehorchen, ehren und gefallen bist. Erstens, du darfst nicht leben in der Speck üben, um deine Bedürfnisse erfüllen an deine Ehe, so wichtig, als die auch sind. Dein erstes Ziel ist, dass du Christus gehorchen und gefallen wirst. Wenn du das prüfst zu tun, dann wird vielmal, aber nicht immer, dein Bedürfnis erfüllt. Und das sind Segnungen, die du bekommst. Aber dein erstes Ziel ist, Gott zu gehorchen und zu gefallen. Himmel wird warten, aber was nu? Du hast noch mehr zu das belohnende Rot. Du sind Belohnungen, die die Kraft hier, Kraft nu helfen. Himmel wird warten. Gott seine Zeit ist in Kontrolle über dort, aber du kannst immer ein bisschen mehr Hilfe brauchen, mit dem nicht ganz vollkommenen Partnertyp zu leben und zu verstehen. Ich würde gerne ein Buch voll schreiben von Brüder und Ehepaaren, die die Leib in der Speckverbindung prüfen und dort aber nicht leicht schaffen können. Du sind viele Paaren, die die Idee fuhren, dort verreckte Rot abzuhüllen, aber die feilen ein bisschen verloren und kommen nicht so reich bei dort Milchgerot. Und diverse Paaren können meist nicht genug tun, dort verreckte Rot nicht weiter Vollschwung am Kriseln kommt. Ein Paar, der hier unsere leibende Speckbotschaft, und der Mann schreibt in Stunde, er wisst, dass er seine Frau nicht so lebt, als Gott will haben, dass er soll. Und seine Frau hat auch Probleme. Er schreibt wieder, den Finger, oder Gott sein Finger, traf Kragen ab. Ich fange an, jedes Mal durchzuschreiben, weil meine Frau, was sieht, was mit Beinen schneit. Ich sehe da nicht, dass ich diese Dinge durchschreiben darf. Und ich habe nicht fair, die jeden Art zu brücken. Ich stand eben, wo ich alle Tag so fällt, meine Ehewort angegriffen. Ich will nicht meine Frau rechten, aber Respekt ist ab ihrem Problem. Der Mondswag, Drehtratchen und Stillsennen ist wirklich. Bitte bet für mich. Ich prüfe meine Frau bedingungslos zu leben und tut, was sie sagt oder tut. Nochmal kann sich dort zu feilen, die leibende Speckverbindung kann Trion schlonen, so als dort bei dieser eine Frau deut, die ihr Mann sozusagen ihre Speckklappe abschreibt, zum seinen wie Gott sei deut. Nu, wenn immer heu Wort folgt, wird sich meistens bessere Speckles regt, wenn dort auch nicht erst, mögt am dort an unsere Vergangenheit denken, und dann wird er sehr doll. Ich habe auch lang nicht sein Ohr gesehen. Wirklich, mir ist dort schon, dass ich am dort gesagt habe, was ich von den gelehrt habe, wer ihn braucht dort jedes Mal gegen mich. Kritisieren kann ich vertrauen. Ich habe mich dort auch verdient. Aber sein Euer verdrückt mich und mögt mich wollen wachrennen und für mich mal verstärken für ihn. Ich verstehe diese früh gefallen. Ich was ab an seine Luft aus seiner Beschrift. Mein Vater wird sehr doll worden über meine Mama. Zum sein verplaudert gewesen zu sich schieben, wird beleidigt worden über Dinge, die meine Mama ausschuldig deut, und dann uitbreken und gereuten Euer. Aber sie sagt sich selbst niemals als eine Deute bejammern fehlt unter Arm. Nicht einmal in all den Jahren, als ich abwas, hab ich Mama hier Schlaggereden über Dad. Wenn ich eben arm grum sollt, wird sie antworten, den Dad hat sein Dad verloren, als er 3 Monate alt war. So, er weiß nicht, wo er muss ein Daddy sein. Wenn die reicht und Geld tun und du verlieren, dann hat Gott seine Friede angedient. Nur 1. Petrus Kapitel 2, Vers 20. Meine Mama wird haben, könnt ihre Gelegenheit nehmen, meinen Vater durchranen, sich selbst abheben und mein Hort gewinnen. Sie will sich dort nicht zu dünnen. Jahren Luther
wort ich an will nicht. Mama ihre Eltern haben jämmerlich gelitten. Etliche von ihren Geschwistern wären gestorben, und einer Vater wie sein ganzes Leben ab ein Vorstell. Dort wird seinen Leiche was für meine Mama, sich selbst zu bejammern, aber sie wird an, dort bringt, die niemals irgendwo haben. Meine Mama mögt eine Entscheidung positiv zu sein. Sie wisst, wann sie verschiedene Möglichkeiten finden, bis sie den Streit, wird sie niemals für einen Moment glauben, dass sie helplos oder hoffnungslos wird, und sie wird auch niemals. Über dem kommt der Mama und Christus. Nochmals sie auch das Problem. Mein Hart bragt für Männer und Frühs, da du immer noch kämpfen mit einem Partner, sein Euer oder verdrisseliert kritisieren. Wenn ich auch mitfallen kann, weil ich dort mein mitfallen ist nicht wirklich, was anfehlt. Was anfehlt, ist zu weiten. Ist dort belohnende Rat, ist der Weg, innerliche Freiheit zu finden, und am Jetzt erwachsen zu sein. Was ich nur sagen will, wird sich vielleicht hart hören und vielleicht auch rechterisch. Aber hast mich du weinst allein. Ich probiere dir zu helfen, nicht bloß deine Hand zu holen. Der Antwort liegt an dort, wird bedingungslos. Und der Schlüssel ist Liebe und Respekt. Erstens musst du bei dir kommen, wo du sein darfst. Wo ich zu meinen Partner sehe, ist meine Verantwortung. Und meine eine Auge ist dort nicht meine Frau Sarah, die mir merkt, so sein als ich sie. Sie offenbart, wer ich sie. Wenn ich läuflos sehe zu ihr, dort offenbart, dort ich noch Troubles habe. Du hast noch läuflos an meinem Charakter und an meine Säule, und ich muss mich verantwortlich machen durch Eva. Vielleicht ist dort 70% ihre Schuld und bloß 30% meine Schuld. Und vielleicht ist dort auch nicht. Aber der Punkt ist, was mit meine 30%? Weil's von Bernen, ut einem Mensch sein Hort, kommen Aufgangs, Lastern, Stolz und alle Dummheit. Nur Markus 7, Vers 21 bis 23. Du hast nicht das Prozent-Game spielen mit deinen Partner. Dort ist ein leichter Weg, die selbst von Hörke zu kriegen. Und wenn du erst vom Hörke bist, dann kannst du nicht erstlich wissen. Wirklich, was dir wirklich passiert, dann wirst du dich selbst bejammern und sie feilen, du kannst du nichts mehr tun. Dann du mal ein bisschen nur denken. Du wirst dann losgehalten sein. Du wirst Paradies appelliert. Du fängst an, ein Groll zu kriegen zu deinem Partner und zu anderen Menschen, wenn sie nicht deine Weide heulen und die trösten. Schmied der Weg von so Denken rüt. Erkennt dort, der einzige wahre Heilung und Trost, die du kriegen wirst, ist, wenn du nur Gott checken lässt und ihm deine Umstände anvertraust. Sie weiß aus dort auch das, was andere denen, dort es sind. Das ist schwer anzunehmen, wenn du bist der ganze derjenige, wem dir sinnlich wird, wenn es die meiste Zeit so aus die dort loten wird. Du wen doch musst du das Prinzip folgen. Und dort soll mein Partner mich doll trägt oder doll merkt, was ich tue, ist meine Verantwortung. Hier ist ein Brief von einem Mann, der verweg kommt und auf das belohnende Rat mitfahren wird. Ich verstehe auch, dass ich auch vielmal euch auflese und wie sie reagiert und was sie tut. Ich will nicht mehr beleidigt, wenn sie nicht so reagiert, als ich denke, dass sie soll. Ich will besser mit dort über sagen, was sie sagt. Wir streiten viel weniger. Für die Konferenz wie miserable. Nu, dort ich auch doller Leib, verhält sie sich freundlicher zu mir. Aber sie hat ihr Port noch nicht zugestanden, von als wir immer ab das verreckte Rot reden. Aber mein Gebet ist, dass sie Wort noch mit der Zeit. Sie bleibt scheinbar noch immer stärken in ihre Gefühlen. Ich probiere zu helfen, mein Hort zu verstehen. Aber das war ich von denken, dass der Mann meist immer schuldig ist für den Streit, wird schwer sein zu überkommen. Wird Bernen ist, wird rückkommen. Denk an ein Sondkorn. Wenn dort Sond am Eau nennt kommt, dort merkt dort sehr allmählich, dort fängt an zu entzünden, und wenn du nicht angekämmert wird, kann der Mensch seinen Söhnen verlieren. Aber der das selbst die Sondkorn an eine Muschel nennt. Dort wird anmaklich, dort fängt an, was rüt zu bringen und merkt eine Perle davon.
Eine Perle ist, wo die an der Kant am Meer oder am Meer in eine Muschel fangen können. Und die Menschen tolen sehr dir für eine Perle. Wie der Sohn der Ursache für was am Öl passiert, wie der Sohn der Ursache für was an dieser Muschel passieren wird? Nee, wenn dort wir, dann wird du dort selbst passiert sein. Der Sohn wie eine Halb, dort ähnliche ut dem Öl, auch ut dem Muschel everdeel braucht. Wirklich, wenn dort Leben mit deinen Partner allmählich wird, dann kannst du dort loten entzünden, oder du kannst dort loten zu eine wunderschöne, prachtvolle Perle werden. Noch ein Beispiel ist, wenn die Sonne ab der Butter oder ab ein Biet Blatt abschienen wird. Dort schmelt der Butter, aber merkt dem Blatt sehr hart. Der Herd von der Sonne auf dem Bord, was Butter an sich hat, und dort auf dem Bord, was Blatt an sich hat. Die Partner wird noch mal anmöglich oder mehr als anmöglich sein. Dort ist bloße als das ist. Du brauchst nicht lang von reden. Dein Partner legt Druck auf die, verlangt was von die. Dein Partner legt eine Herd auf die. Und diese drückende Umstände hast du immer ne Wohl. Du kannst auf ein gelegentlicher Weg oder auf ein sinnlicher Weg reagieren. Dort ist leicht genug, bloß den Partner zu beschuldigen. Wenn dein Partner ist doch der Schuldner für alles, was dir passieren wird, nicht so? Aber wenn du diesen Schuldweg hast, dann lädt die bloß zum Selbstbejammern und du kriegst nicht Gott seine Belohnung zu holen. Wenn du am Druck bist und der Herd noch hergedreht ist, musst du beheulen, die selbst zu sein. Als eine erwachsene Person mit innerlicher Freiheit meine eigenen Entscheidungen zu machen, weiß ich dort, was ich tue, ist wirklich meine Verantwortung. Das zu leben ist nicht leicht. Ein Mann soll mit dort durch viele Tiden werden, wo er sich nur eine Fülltag fällt. Aber, sagt er, mich sprach das Mutter, zu weiten, dass Jesus es tue, und steht bereit, mich zu belohnen, wenn ich zu meiner Früh jährlich reagiere. Ein anderer wird, ich sie verantwortlich für, wie ich reagiere. Dit te weten merkt dat veel leichter als te leben en deint wordt. Innerliche Freiheit helpt erwachsen zu sein. Um diese Dinge auszuleben, fehlt dir dort unbedingt an geistlich erwachsen sein. Du sagst vielleicht, ich sie einfach noch nicht so weit lang. Ich sie einfach nicht so stark. Aber Jesus ist, und er kann helfen. In Johannes 8 ist Jesus in eine heute vertalt mit Schriftgelehrten und Pharisäer. Und er prüft, euch zu helfen zu verstehen, wer er ist und wie sie ihm folgen sollen. Gewisse Fall glauben scheinbar an ihm. Dann sagt Jesus, wenn die bei der Welt bleiben, was ich gelehrt habe, sind die für wahrhaftig meine Jünger. Dann wollen ihr weiten, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird ihn frei machen. Du hielt sich dort so, als wenn sie sich stiepeln wollten. Die Juden können nicht verstehen. Sie sind ja Abraham seine Nachkommen und sind niemals irgendwem Sklave gewesen. Was meint Jesus mit frei worden? Jesus antwortet, ich sage ihnen die Wahrheit, wer der sündig ist an der Sünde versklavt. Und wenn die Sünde frei macht, sind die wirklich frei. In Johannes Kapitel 8, Vers 34 bis 36. Was haben Jesus seine Wert über Freiheit mit die in deine Augen zu tun? Alles. Als Jesus sagt, sind die wirklich frei, dann redet er nicht von irgendeiner Freiheit unter einer Regierung. Er redet von innerlicher, geistlicher Freiheit. Freiheit von Sinn. Wenn dein Partner auch schwurvoll, hart und voll Verachtung ist, Jesus kann die helfen, ehrenhaft und leuchtturlich zu sein. Und don't verschwor dein Partner mag sein. Du kannst deinen Partner nicht beschuldigen, für die negative zu reagieren. Wenn du das, dann lässt du dort negative reagieren, den innerlichen Mensch kontrollieren. Du fängst an, hoffnungslos und haltlos zu werden. Nur Galater Kapitel 5, 19 bis 20. Was dort Fleisch verboten hat, ist klar. Du es Euhebrug, Hürerie, Unreinheit, unbandet Leben, Aufjäterie, Sauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nosig sein, Sang und Spölerie.
Aufgangs, Mord, Suppen en Freten en so wat meer. Wenn dein Partner lieflos oder respektlos ist, wenn dort einzige was du tun kannst als negativ reagieren, dann ist du bloß mutlos für dich. Aber nur dort, nur was Jesus sagt, bist du frei, wenn du wirst sein. Dein Partner kann die beeinflussen, aber dein Partner kontrolliert die nicht. Wenn du die anschmerend ist das deine Wohl, als du wirst lieflos oder respektlos sein. Lehr dir diesen Prinzip auswendig und lebe du noch. Wenn ich weiter belebe, ist dort meine Entscheidung, als ich hassen will. Eine Vorschrift dort, wann sie sich auch vorgenommen haben, nur die innerliche Freiheit nur zu leben, als Mann dann nochmal lieflos. So schrift es dort. Aber wenn ich respektlos sie zu ihm, dann sagt der Heilige Jesus mir, ich soll bekennen. Aber ich fühle mich nachher so viel besser, dort es gut wird. Ich weiß dort es nicht zu meinem Mann, dort ich bekenne, dort es aber zu Jesus. Ich hoffe und bete, dort mein Mann seine Augen waren aufsehen zu den Herrn Jesus, aber ich lade dort ab Gott wen, ich weiß dort bloß, er kann sein Hort ändern. Du kannst an alle Umständen frei sein. In 1. Petrus Kapitel 2 von 16 bis 17 redet der Apostel zu Christen, die unter Druck sind. Sie können sich wählen, göttlich oder ungöttlich zu reagieren. Petrus sagt, sie sind frei vom Gesetz. Gebt alle Menschen Respekt. Sieht die Brüder gut. Hier sind zwei Wahrheiten für einen Partner, die du prüft, ob das belohnende Raten abzukommen. Erstens der Satz, sie sind frei vom Gesetz, das Vers 16, redet von derselben Freiheit, die Jesus in Johannes Kapitel 8 beschrieben wird. So als Petrus in Kapitel 3 wiesen wird, der innerliche Freiheit mit an der Ehe ausgelebt worden, sich gut aus an ein Berg erreicht. Irgendwo kannst du die innerliche Freiheit beleben, die sich nicht an den Umständen hält. Weißt du noch von dem Mann in Kapitel 5, der angestoppt wird für Gewalt am Heim? Der paar Nachten, da er im Gefängnis war, hat eine Offenbarung, so als er dort nannt. Als er Buße deut und bekannt, belebt Gott seine Kraft unbeschriftlich dich bei. Irgendwas passiert durch an diesen Mann. War noch im Gefängnis, sagt er, ich sie früher, als ich jemals gewesen sei. Gewisse Menschen nennen das eine Kraftbegegnung mit dem lebenden Gott. Wir können nicht vorstellen, wie das passiert. Aber alles, was wir wollten, ist dort irgendwas schafft in unseren Horten. So als Paulus auch geschrieben hat, in Gott sein Fried, der weit über alles geht, was Menschen verstehen können, wird die Horten und Gedanken an Christus Jesus bewahren. Nur Philipper Kapitel 4, Vers 7. Zweitens, dort wir innerlich frei sind, als zu sein, wenn wir andere ehren und leben können. Als Petrus das Brief schreibt, in den ersten 100 Jahren nach Christus, prüft er Gläubige zu helfen. Sie hatten allerhand Troubles mit der Regierung, mit Nubas und mit sich und ihren anderen. Ich bin mir sicher, sie sagten zu Petrus, kijk, solche Menschen, die mich beleidigt haben, kann ich nicht ehren und leben. Oder kannst du nicht hören, wie eine Frau zu Petrus sagt, ich kann meinen leiblosen Mann nicht ehren? Oder vielleicht sagt ein Mann zu ihm, ich kann meine respektlose Frau nicht leben. Petrus sagt dort, wenn du innerlich frei bist, dann kannst du diese scheinbar allmähliche Dinge tun. Wenn du da nicht das, dort ist dein Trouble, dann bist du nicht ganz frei. Ich kriege auch viel Briefe von Partnern, die in eine innerliche Freiheit leben oder wollen es all anfangen. Eine Frau teilt mit, dass sie wie angeworden, dass ihr Mann, mit dem sie 11 Jahre befriedet war, wie all mehrere antreten war. Ihre ganze Welt fällt zu bitter in ihre Gemeinschaft mit Gott auch. Wie kann diese Person, die sie so gut wie, so weit dienen? Er berät mit Counseling anzufangen und für 20 Monate schaut sie Hort auch euer aus. Das Counseling verändert ihr Mann zu ein leuchttoller, göttlicher Mann, der durch frei wird und an Gott seine Wahrheit wandelt. Aber die Frau bleibt dull und voll Hut. Sie erkennt dort wie eine Gebungenheit, aber sie kann dort nicht helfen.
Respekt voor hem weer weg en hij kon zich dat niemals weer verdienen. Dat kwam zo uit dat zij bij een vriend huis weer in onze schriften doorzag. Als hij dat woord respect doorlezen deed, dacht zij, oh, hier is dat waar, dat heeft alle met den mond te doen. Die kennen mijn mond niet. Oder wat hij deed, ze dat talt niet. Aber zij las wieder en zij dank Gott dat zij deed. Zij zei, hastig worden mijn ogen op en eine vrijheid kwam in mijn hart aan. Ik durf hem niet doen respecten nur wat hij deed, aber nur wer hij is als een man en Gott zijn Bild. Ik had niemals euer Sinn gehört. Andere Frühs haben auch keine Verachtung überkommen, mit dort sie innerliche Freiheit belebten. Hier sind noch 2 Briefe. Gott schafft in mein Hort. Ich habe Verachtung gegen meinen Mann gehört in mein Hort. Und dort hätte stonden wir sehr schwor, aber dort gab große Freiheit. Ich habe Gott dort bekannt und ich habe auch mein Mann gefragt, mich zu vergeben. Hier ist noch ein Brief. Wenn ich mein Mann Respekt bewies, dann bewies ich den Respekt in Leib wirklich am meisten zu Gott und damit prob ich meinen Mann seine tiefen Bedürfnisse zu erfüllen. Als ich dort erkannt, dort halb mich ein Verlangen zu haben, am Respekt zu bewiesen. Der Vers in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 16, den du mitteilst, spornt mich sehr an. Wenn ich frei in Christus kann ich ihr beweisen, wen hij erfüllt mein Bedürfnis für Sicherheit in Leib. Nochmal musst du ganz am Anfang anfangen mit was sich diese Welt mal wenig ist. Gewisse Wahrheiten können helfen, die frei zu machen. Ja, den Partner macht die meiste Zeit hart, leiblos und respektlos sein. Aber bloß daran zu denken, dass dein Partner wirklich eine gutmeinende Person ist, kann die auf den Weg nur das belohnende Rat bringen, so als ein Partner schreiben deut. Ich werde früher bloß daran zu denken, dass sie recht will und ein gutes Hart hat mir gegenüber. Innerliche Freiheit belohnt die mit ein Familien. Das belohnende Rat hilft noch mehr anzubeiden, wenn es der erwachsene Mann oder der erwachsene Frau wird begleitet von seinen oder ihren Kindern. Wenn du die Wahrheit liest und probst auszuleben mit bedingungsloser Respekt oder bedingungsloser Liebe, sollst du weiten, dass du ein Familienhinterlässt für die Kinder. Wie fallen deine Kinder über die? Wenn du ihr schwach bist, wirst du haben deine Kinder sollen froh und mutig sein, dass du an ein Aufgeht gelassen hast? Du sind Kinder, die so mutig sind, über ihr Aufgeht, dass sie meist nicht warten können, bis die Eltern sterben. Was haben ihre Eltern getan, dass sie so aus dort denken? Eltern wollen haben, dass ihre Kinder an Leben und respekten, aber wenn sie nicht Leben und Respekt bewiesen, zu sich und ihren anderen, was für ein Familienhinterlassen sei. Ein Mann stellt ein gutes Vorbild für seine Kinder, wenn er ihre Mama bedingungslos leben wird. Er wies seine Kinder, wie eine Person, die an Jesus Christus glauben wird und die innerliche Freiheit hat, sich zu verhüllen hat. Was wollen sein Mann seine Kinder ab seinem Begräbnis sein? Ich glaube, die wollen sagen, was für ein Mann. Als ich jung war, habe ich dort nicht so sehr geschätzt, aber nur, dass ich selbst eine Frau und Kinder habe, erkenne ich, dass er sich Leib anträgt zu meiner Mama, auch in seinen Zeiten, wenn sie Troubles hatten und dort nicht so schön ging mit Artip sein. Ich hoffe, ich kann halb den Mann sein, was mein Daddy war. Dieselben Prinzipien schaffen auch für eine Frau. Was wirst du haben, dass deine Kinder sollen ab dem Begräbnis sein? Wenn sie durch im Leben waren gesehen haben, dass du den Respekt antragst, verdienen